Hey, schön, dass du da bist. Ich bin der Vladi von bulgarisch-online.de und in diesem Video lernen wir Bulgarisch, während wir Martinici machen. Bevor es gleich mit dem Video losgeht, kennst du eigentlich schon unsere E-Mail-Community? Das ist der Ort, an dem du zusätzlich zu YouTube Bulgarisch lernen kannst. Dort erwarten dich tolle Bonusmaterialien, unser einzigartiger Satzbauguide, wertvolle Tipps und Tricks und wir informieren dich natürlich über spezielle Angebote und Aktionen zu unseren Kursen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Martinici oder auch Martinički gehören zur Kultur und Tradition Bulgariens und werden jedes Jahr zum 1. März verschenkt. Es wäre also super, wenn du auch welche hast, die du lieben Menschen in Bulgarien schenken kannst. Das sind rot-weiße Glücksbringer. Sie sind Talismänner für Gesundheit, Glück und Erfolg. In Bulgarien glaubt man, dass das Tragen von einer Martinica vor bösen Mächten schützt. Wenn du mehr davon erfahren möchtest, dann schau dir gerne unseren Martinici-Artikel an. Den verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch hier irgendwo in der Infobox. Eine kurze Erklärung, falls du unseren Artikel noch nicht gelesen hast, und damit du dich gleich nicht wunderst. Martinica ist Singular und Martinici Plural. Davon gibt es jeweils eine Verniedlichung, und zwar Martinička, Singular, und Martinički, Plural. Diese Verniedlichung, ich zumindest verwende das sehr oft. Wenn du also gleich im Video hörst, kannst du das zuordnen, je nachdem, was du hörst, ob es Singular ist oder Plural, Verniedlichung oder nicht verniedlicht. Martinici kann man im Februar in Bulgarien kaufen, aber inzwischen will ich das nicht mehr machen, sondern selber welche anfertigen. Warum? Zum einen sind die gekauften oft aus künstlichen Fasern gefertigt, die der Gesundheit schaden. Sie sind auch oft kitschig und weit von den echten Traditionen entfernt. Manche werden sogar in China unter Einsatz von Chemikalien hergestellt. Zum anderen liegt ihr wahres Geheimnis in der Absicht und Energie, mit der sie gefertigt werden. Wenn eine Martinica für einen geliebten Menschen gemacht wird, mit dem Gedanken an ihn und den aufrichtigen Wunsch nach Gesundheit und Glück, dann wird diese positive Energie in ihr gespeichert. Sie wird zu einem Amulett, was diese Wünsche in sich verschlüsselt, trägt und ausstrahlt. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie ich 2 verschiedene Martinici als Armband anfertige und dabei immer wieder auf Bulgarisch reden und erklären. Das Gesagte werde ich dir einblenden. So hast du einen direkten Bezug und kannst das Gesagte einfach mit dem Getan, mit dem Geschehen in Verbindung bringen. Bitte sei gnädig mit mir. Ich habe schon seit meiner Kindheit keine Martinici mehr gemacht. Es ist also schon lange her und es gibt wahrscheinlich auch bessere Tipps im Internet, aber wahrscheinlich auch keine auf Deutsch. Und vor allem zählt es die Energie und die Intention, die Arbeit, die man reinsteckt. Also berücksichtige das bitte und ich wünsche dir viel Spaß. Unser erstes Modell ist ganz traditionell und schlicht und einfach zu machen und wird, wie gesagt, als Armband getragen. Und man kann es jedem schenken, sowohl Kinder als auch Männer als auch Frauen. Was benötigen wir für seine Herstellung? Това ще ни трябва. Нещо за измерване на дължината в сантиметри, като например рулетка. Нещо за рязане на конци, като например ножичка. Някаква тежест, като например хаванче. Червена и бяла прежда.
най-добре от вълна. Показвам какво пише на моята прежда. Първо тази мартеница ще направим. Трябват ни около 40 см. Отрязвам 40 см от бялата прежда. Сега 40 см и от червената. Правя възелче. Nicht so einfach, wenn ich meine Hände vorher eingecremt habe. Сега тежестта идва на помощ. Започвам да усуквам. Das Drehen soll nach links sein, ganz wichtig. Also gegen den Uhrzeigersinn. Warte, ich zeige das mal für dich in der Kamera. Ist das umgekehrt? Das muss so sein. So, gegen den Uhrzeigersinn. Auf Bulgarisch heißt das обратно на часовниковата стрелка. Обратно на часовниковата стрелка. Часовник ist Uhr, стрелка Zeiger. Обратно, umgedreht, umgekehrt. Въртя конеца наляво. Колко? Добър въпрос. Не знам точно. Ich glaube, ich habe ein Ticken zu viel gedreht. Сега си помагам с едно шише. Другия конец също усуквам наляво. Придържам червения конец, докато махам шишето. Гледам също и да не изпусна белия конец. Хващам двата конеца и махам тежестта. Ето я нашата усукана мартеничка. Сега правим едно възелче. Пробвам дължината. Добре е. Накрая отрязвам крайченцата. Накрая отрязвам крайченцата. Накрая отрязвам крайченцата. Готова е нашата мартеничка. Die Hälfte ist geschafft. Wenn dir das Video gefällt, gib uns einen Daumen nach oben, das hilft uns sehr. Und wenn du wirklich Bulgarisch lernen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Danke und weiter geht's. Сега ще изработим тази мартеница. Трябват ни отново около 40 см. Отрязвам 40 см от бялата прежда.
Отрязвам още един бял конец с същата дължина. Сега два червени конеца, пак толкова дълги. Събирам четирите конеца. Събирам четирите конеца. И правя възел. Любимата ми тежест. Плете се по този начин. Плете се по този начин. Плете се по този начин. Редуват се така. Най-десният конец през един наляво, после най-левият през два надясно. Редуват се така. Най-десният конец през един наляво, после най-левият през два надясно. Почти сме готови. Почти сме готови. Я да видим. Я да видим. Още малко. Още малко. Още малко. Сега отново правим възел. Сега отново правим възел. Добре, мога да махна тежестта. Усеща се мекичка и нежничка. Пробвам да я вържа леко. Пробвам да я вържа леко. Решавам да отрежа пискюлчетата. Пак пробвам. И решавам да скъся пискюлчетата още. Ето я. Ето я. Пак си я връзвам. Пак си я връзвам. Пак си я връзвам. Този път правя лек възел. Този път правя лек възел. Ето така. Geschafft! Jetzt nur noch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du gar nichts mehr verpasst. Danach kannst du dir das andere Martinitschke Video anschauen oder diese Playlist.